Ich bleibe gerne hier. Es ist schon lange. Mich motiviert am meisten, dass ich mit Menschen arbeiten kann, denen Zeit schenken kann. Wenn die einfach nur Gespräche brauchen, da bin ich für die da. Was für mich wichtig ist, dass der Klient sich wohlfühlt und sich sicher bei uns fühlt. Dass er gerne immer im Trick kennt. Ich hatte Angst, jetzt zu kommen. Ich bin immer gut gekrascht. Und ich habe mir schon vorgestellt, ich könnte nicht bei ihm gehen. Wir probieren am Freude auch ihnen zu weisen, dass es nicht unser Ziel ist, dass sie von dem fortkommen. Am Anfang erlauben wir ihnen, dass sie so lange wie möglich daheim können leben. Ob sie allein leben oder mit der Familie. Als ich recht kom, wie ich ein bisschen heim war, da habe ich gespürt, dass ich nicht allein war. Wir haben Leute, die am Anfang einmal an der Woche kommen, und mit der Zeit wollen sie 6 Mal an der Woche kommen. Und für mich ist das etwas Positives. Die Leute sind super gentil, das ist angenehm. Alle Klienten sind anders, alle Klienten sind einzigartig, aber brauchen auch immer eine individuelle Betreuung. Direkt wollte ich mir mal nie an ein Pflegeheim gehen, als Respekt für ihn, das hätte ich ihm nicht umtun. Wenn man sich immens konzentriert auf das Haus, er kennt Geräusche vom Haus und er reagiert doch darüber. An einem Pflegeheim, also ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Was mir am wichtigsten ist, dass das nicht unter Zeitdruck geschieht. Wir mussten uns die nötige Zeit holen, für uns um die Leute zu kümmern. Sie brauchen einfach eine ruhige Führung, eine ruhige Hand. Sie müssen da aufgeholt gehen, wo sie stehen. Und das muss ein ganz ruhig und freundlich Ambiance sein. Was mir immens flott gefällt in dem Beruf ist einfach der menschliche Kontakt, weil ihr immer neue Leute kennenlernt, auch verschiedene Leute über Jahre da kennt, wo sich wirklich eine gewisse Beziehung aufbaut. Die Herausforderung ist aber auch, immer neue Aktivitäten zu finden, sich neue Klienten anzustellen. Ich sehe das wie meine Familie. Ich arbeite schon ein paar Jahre hier und ich komme immer gerne zurück. Wir sind hier daheim. Sie sind lange genug hier. Wir haben in der Gemeinde in der Hand schon lange die Devise «Allgehen muss schön sein». Dafür haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, dass die Leute so lange wie möglich daheim bei sich wohnen. 1989 ass de Sierdalheim vu Féier Gemenge gegrünnnt ginn, an dëfir siwer déi verwurzelt mam Sierdalheim, an ass wichtige Bestandteil wär och den dritten Alltag an die Leiit vu 15 Joen am Club Senior geht. Die 4 Gründe waren davon überzeugt, dass ein Aide à soin bei uns an unseren Gegenden notwendig ist, und darauf hin die Decision geholt, für das dann Leben zu rufen. Da war ein Ziel gewesen, dass uns Leute, die immer mehr alt gehen durch Medizin, also so lange wie möglich daheim an ihren eigenen Heim können versorgen. Solange der Manteau war, als die Extension relativ schnell auf die Gemenge von Döllem, von Weiler-la-Tour und von Waldbredmes kam. Und dann sind dann nach anderen Gemengen auch beigekommen, Gemengen von Buß, von Lenningen und von Rotsier. Auf dem Volley ED2 als eigentlich der Club Senior das was für Druck kennt. Ich sind die Leute, die noch komplett mobil sind. Und ich fand auch ganz das, was man als Siedlerheim können bieten, ideal. Und so mal eigentlich praktisch 50 plus alles aufgedeckt, was man an dem Bereich da können aufdecken. Der Club Senior ist ein Platz, wo die Leute sich begegnen, Spaß haben, Bekanntschaften können machen und noch ein bisschen aktiv bleiben. Ja. Wir organisieren aber auch ganz viele Visiten, Anderes-Ausflüge, alles was kulturell ist. Unser Cleo steht im Mittelpunkt, der uns anvertraut. Ich lasse ihm alles gewähren. Ich fühle mich wohl. Wenn jemand Leute schafft, muss er ein Herzblut tun, das muss er sich engagieren vis-à-vis von den Leuten. Meine Kompetenzen sind individuell geplante Pflege, aktivierende Pflege, spezifisch und bedürfnisorientierte Betreuung und Beratung, indem wir auch Angehörige einbeziehen,
mit dem zusammenarbeiten und berücksichtigen auch die Kenntnisse von denen, die wir auch in Betreuung einbeziehen. Neben ihrer Basisformation als Infirmier, Soignant oder soziofamilial, haben sie natürlich auch immer die Möglichkeit von uns, an den Bereichen noch vermehrt zu gehen, wo sie noch den einen oder anderen Defizit haben. Wir kennen alle als Client ganz genau. Wir dokumentieren alles vom Client an unserem elektronischen Dossier. Wir schaffen biografisch, mit Biografiearbeit. Wir wissen, was du in der Vergangenheit geschieht. Wo müssen wir umsetzen? Ich habe auch ein Gefühl, dass sie nicht nur überflächlich, dass sie nicht nur ihren Job machen. Sie haben auch Gefühle. Ich habe wunderbar Kinder. Ich darf nichts dagegen tun. Aber sie haben auch Recht und Hürde, privat leben. Sodass ich ganz froh bin, hierher zu kommen, für nicht den ganzen Tag allein zu sein. Bleiben mir so viele Stunden am Tag, die ich zur Verfügung habe, ich mich kann organisieren. Die Freiheit hätte ich nicht gehabt, wenn ich in einem Pflegeheim gewesen wäre, hätte ich alltag bei ihm an dem Heim verboten. Ein Blümchen mit P. Haut als ein Hund oder mit Hundbewegungen. Ich habe sehr gerne Bewegungen. Durch seine Arbeit entlockt dem Klient Aktivitäten, Bewegungen, die ihn am normalen Alltag gar nicht mehr machen. So ein Hund weckt doch immens viele Emotionen und die Leute können sich anlassen auf ihn. Und Klienten, die können ihn himmeln und sie können mit ihm schwätzen, sie zählen ihm hier Sorgen. Und das ist das, was ein Hund am Haus ausmacht. Wir schaffen am interdisziplinären Gruppe zusammen, das heißt Infirmieren, Ergotherapeut, Soignanten schaffen auf engstem Terrain zusammen. Da kann ihn einfach direkt umsetzen, wenn ein Problem ist. Du kannst ihn noch mit einem kleinen Popo bicycle. Jo, einmal babbeln. Wir sind ganz in der Nähe. Also wir sind nicht aufgeschlossen. Und das ist ganz fein. Das kann nicht anders so. Wenn wir es nicht hätten, dann wäre ich kondamniert. Dann müsste ich an zwei Schickungen an der Tat ging ich nicht aussagen. Ich habe so viel erlebt, Schönes, für das ich gerne fortgehe. Daheim als daheim. Also, ich meine, dem Mensch geht es viel besser, wenn man seine vier Mauern nass. Eng von den ganz großen Herausforderungen als die Integration von nicht-Lützeburger Matbierger. Kommen an der Krankheit noch was durch. Wir wissen alle gut, dass Demenz ein großes Thema ist von der Zukunft. Wir wollen also auch auf dem Thema spezialisieren, also noch mehr machen für den Kompetenzbereich Demenz. Wir sind noch der Meinung, dass wir eine gewisse Autonomie behalten. Wir müssen mehr Leute erstellen für die Zukunft, weil die Services immer mehr anspruchsvoll sind. Wir wollen eine gute Qualität bieten. Sie sind eine zusammengeschweißte Equipe und das macht dann eben aus, dass auch die Arbeit die Qualität für diese muss. Wir sind natürlich bestrebt, dass die Siedalheim auch noch 25 Jahre weiter funktionieren kann. Wo Reparaturen notwendig sind, auf Verbesserungen machen wir das selbstverständlich von der Gemeinde aus matt. Aber wenn eine Vergrößerung notwendig ist, werden wir das auch gerne am Angriff holen. Weil für allem auch seitens von der Politik gewünscht ist, für die Leute so lange wie möglich daheim zu halten, in guten Konditionen, eigentlich an dem Umfeld das zu kennen, wo sie sich wohlfühlen. Und dann natürlich durch die Services, die sie brauchen, am alltäglichen Leben, muss sie auch können gut unterstützt gehen. Wie gewusst, steht am Regierungsprogramm dran, dass man Werten d'Assurance-Dépendance, Pflegeversicherung hier in Lützeburg, noch 15 Jahre exzellente Funktionamente, enge Reformen erleben. Hier laufen die politischen Diskussionen, wo die Richtung eigentlich gehen ist, aber wo wir vor allem mit allen Akteuren im Terrain gucken, wie wir die auch können an der Praxis richtig umsetzen. Und das vor allem als den Mensch am Vordergrund.
Centre du Jour werden an Zukunft immer méi wichtig gehen, allerdings müssen sie sich auch adaptieren par rapport zu dem, was gebraucht wird. Wenn die Population immer mehr alt wird, da kommen natürlich auch Demenzkrankheiten immer mehr ab. Und auch da müssen sie sich adaptieren. Wir müssen einfach unbedingt die Leute rauskriegen daheim. Dafür sind Centre du Jour immens wichtig, dass die Leute nicht allein daheim sind, sondern dass sie eine Aktivität machen, eine physische Aktivität, die ihnen noch zu gut können, für eben gesund mehr alt zu gehen. Auch die Leute, die dann Centre du Jour integrieren, in Zukunft die ausländische Racinen haben, die vielleicht keine Lützeburger schwätzen. Den intergenerationellen Dialog soll gefördert gehen. Wir brauchen Formation als wichtig von den Encadrant. Sowohl die Leute, die sich demenzkranke Leute kümmern, müssen die richtige Formationen haben und die richtige Formation kontinue. Wie auch Familienmembern, die Unterstützung brauchen, für können die Leute so lange wie möglich daheim zu enkadrieren. Und da müssen sie auch Moyen gehen. Dafür sind Centre du Jour immens wichtig, auch für die Leute dann da abzufangen, dass sie auch rauskommen und dass sie auch Frieden leben. Wir drehen all davon, ewig jung zu bleiben und trotzdem ganz alt zu gehen. Zierdalheim ASBL hat bis lo, aber wird auch in der Zukunft viele Leute helfen, sich den Traum zu erfüllen. Und dafür will ich als Bürgermeister von der Gemeinde Schötter am Namen von allen Bürgerinnen und Bürgern von der Gemeinde, der Zierdalheim ASBL, vielmals merci sagen für die formidable Arbeit, die sie mit ihrer Equipe, mit allen Mitarbeitern bis lo geleistet hat. Und ich will Ihnen noch nur den 25 Jahren für die Zukunft alles Gutes wünschen, weil Sie erfüllen eine enorm wichtige Mission an unserer Gesellschaft.